So, servus und habidere. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Viva la Movilusion Podcast. Und zwar mit mir, dem Mike, der Esel nennt sich immer zuerst, und Kani. Servus, grüß Gott. So, und bei uns geht's heute um das Thema Blackwater Abyss. Wir haben freundlicherweise von Leonin Entertainment haben wir mir einen Screener zugeschickt gekriegt und wir haben uns das Teil angeschaut und Kani erzählt uns jetzt ein bisschen, um was das geht. Ja, das bin ich so recht wisset. So kleine Gruppen, was waren es denn, 5 Leute oder so, meine, wollen halt wieder mal irgendwo ins Holz aussehen und da gibt's eine coole Höhle, da müssen wir unbedingt rein. Das ist natürlich immer eine grandiose Voraussetzung für einen kleinen Trip, wenn man meint, dass man in so eine Scheiß aus Höhle reinrumpeln muss. Und wie es halt in die letzten 44 Filme war, wo sie in eine Höhle reingrumpelt sind, kommt natürlich das Hochwasser, versperrt alle Auswege, sie finden da nicht mehr raus und zu allem Überfluss ist ja noch der Krokodilsepp da drinnen und schnabuliert sie da einen nach dem anderen halt gemütlich weg und sie müssen schauen, dass sie irgendwie rauskommen aus dem Loch. Das, glaube ich, hat's das war gut ganz zusammengefasst. Gut. Das war ganz schon, gut. Gell? Ja, Respekt. Ja. Hast wirklich gut gemacht. Das freut mich, wenn du mich lobst. Ja. Sonst Muss man da lassen. Was sagst du zu dem Ding? Hat dir da gefallen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Nein, also mir war die ganze Gaudi jetzt langweilig. Mir hat das genervt. Da rührt sich überhaupt nichts in meine Augen. Das habe ich in sämtliche anderen Filme, wo Leute in der Höhle einrumpeln und dann nicht mehr rauskommen, spannender erlebt. Und ja, irgendwie ist das auch für mich so ein, ich weiß jetzt nicht, wann die Entstehung von dem jeweiligen Film war, aber ein Abklatsch von 47 Meters Down Uncaged, gerade mit einem Krokodil statt am Hai. Und bei 47 Meters Down ist bei mir wesentlich mehr Spannung aufgekommen. Ja, im Großen und Ganzen, also ich bin irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, aufs Handy umgestiegen und hab dann mehr ein Handy gespielt, weil es mich schon so gelangweilt hat. War nicht meins. Okay, also ich hätte mir jetzt schon auch aufgeschrieben, den Vergleich zu 47 Meters Down, Teil 2. Ich hätte aber auch noch ein bisschen The Descent mit reingeschmissen. Und ja. Also ich bin da jetzt nicht so negativ rausgegangen aus dem Film. Also ich habe da auf jeden Fall meinen Spaß gehabt, muss ich sagen. Und das, obwohl es kein Geld dafür zahlen müssen. Haha, richtig. Nein, also ich muss sagen, also der Anfang war schon mal super stark, muss ich sagen. Also der Anfang mit dem Kanonenfutter, also wenn ich das sag, weiß wahrscheinlich jeder, was am Anfang da abgeht, fand ich ziemlich cool. Und und der ganze Look, ich fand das total hochwertig, auch die Sets fand ich super, die Synchro, auch großes Lob dann an Leonin, dass die da wegen Kohlentank genommen haben für das Ganze, weil das ist bei uns in Deutschland nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass da eine saubere Synchro zaubert wird. Die Darsteller, die haben für mich auch klar gegangen, ein paar hat man erkannt, und zwar den Luke Mitchell, den kenne ich aus Blindspot, aus der Fernsehserie, und Agents of S.H.I.E.L.D. hat einmal mitgespielt, und die Jessica McNamee, die kennt man aus Mac oder dem grandiosen Torture-Porn-Liebesfilm The Loved Ones. Und ich bin jetzt da eigentlich schon gut bedient. Ja. Ja, jetzt hat ich gewusst, die kenne ich irgendwoher, aber ich habe auch nicht mehr nachgeschaut, woher dass ich die Nudeln kenne. Ah, okay. Ja, und ich bin eben dann auch immer so, wenn ich vor einem Film sitze und denke mir dann die ganze Zeit kruzifix, wer ist das, oder die kennst du irgendwoher, muss ich einfach schnell aufs Handy schauen und googeln, weil sonst lässt man das die ganze Zeit können oder nicht. Ja, wie gesagt, ich habe auch aufs Handy geschaut, aber ich habe halt dann was anderes angeschaut, weil mich der Film selber schon immer interessiert hat. Aber mir ist auch der Vergleich mit The Descent gekommen, aber da vergleichst du halt, was weiß ich, einen Kuhfladen mit einer köstlichen Maulwurftorte dann. Weil mit The Descent, da kann er halt überhaupt nicht mithalten, auch wenn er jetzt halt in der Höhle war. Weil Descent ist ein ganz anderes Level. Aber ansonsten, das stimmt schon, das Set ist cool, das schaut alles cool aus, die Schauspieler sind top, die Synchro ist wirklich einwandfrei, da gibt's gar nichts zu meintern dran. Mir hat's dann auch so genervt, weil die Unterwasserszenen, das ist eine Szene Drehglocker, das ist, als da ich bei uns 2 Staffeln im Ortmannweiher oder im Zöllnerweiher zum Boden gehen, und zwar nachdem die toten Fucking drin gelegen sind, wie vor ein paar Jahren. Okay. Nichts gesehen, alles ist striert.
das Dreckskrokodil, wenn vorbeischwimmt, dann weiß ich nicht, ob es jetzt einfach nur irgendein Letten vorbeigeschwappt hat oder das Krokodilviech. Das hat mich dann einfach genervt und ich hätte es halt auch gerne mal gehabt, dass man vielleicht draufholt, weißt du, wenn er da einen frisst, aber wenn er dann den schwarzhaarigen Affen da verzehrt, ja, den packt er und dann darf ich mir sein blödes Geschrei hören und wird davon gezogen. Und nichts habe ich gesehen, wie gesagt, weil es einfach nur so eine behinderte Schlammletten ist und sonst nichts. Okay. Also, dass er hübsch unblutig ist, da gehe ich auf alle Fälle mit. Also, da ist eigentlich so gut wie nichts zum Singen. Aber durch das, dass ich die Charaktere, mit denen ich eigentlich schon etwas angefangen habe können, muss ich sagen, habe ich auch die Tode, obwohl mir manche auch nicht sagt oder nur angedeutet werden, haben mich die teilweise schon berührt, sage ich jetzt. Weil wenn du dann vor so einem Typen die Schreie aus der Ferne hörst und so, wo du dann sagst, ja, den habe ich jetzt eigentlich schon gern mengen. Oder wenn einer packt wird und einmal sauber rumgerissen wird, wo du sagst, oh nein, bitte nicht, der war cool, den mengen wir. Also wir kommen da halt wahrscheinlich nicht ganz zusammen. Nein, da kommen wir nicht zusammen. Und wenn du mal weiter so einen Schmamm verzählst, dann kriegen wir uns ja noch, gell? Geh weiter jetzt. Geh weiter jetzt. Ja. Das hat zum Beispiel der Crawl für mich auch wieder besser gemacht, die Beziehung zu den Figuren. Crawl ist Königsklasse. Ja, eben. Ich sag da habe ich habe jetzt da einfach so viele Filme als Vergleich, die es für mich wesentlich besser gemacht haben, dass ich mit dem einfach auf Biegen und Brechen nicht warm bin. Ich hab's versucht, weißt du, ich hab's wirklich versucht. Ja. Das ist wie wenn du der dicke Tussi mit heim nimmst, dann fortgehst und hast einfach halbe Zwingen. Du versuchst das, aber du wirst einfach nicht warm damit, weißt du, dann lass es nicht durchbleiben. Okay. Ja, aber ich muss sagen, du sagst, ich trinke daheim noch schnell, dann können wir loslegen. Okay, ja gut, dann müssten wir es so machen. Nein, ja, also ich von meiner Seite, ich sehe jetzt einmal, bei mir ist das Glas nämlich halb voll, nicht halb leer wie bei dir wieder. Und zwar habe ich so viel totalen Scheißdreck schon gesehen und auch in letzter Zeit an Tierhorrorfilme, wo es Asylum abgeliefert hat mit einer Sharknado-Kacke oder irgendeine Tiermutation kämpft. Du vergleichst doch jetzt nicht den Trash-Dreck von Asylum mit dem, bist du nicht ganz dicht? Ja doch, weil ich wieder mal froh bin, dass einfach wieder mal ein hochwertiger Tierhorrorfilm rauskommt. Und gut, da haben wir jetzt ein paar gute gehabt, wie gesagt, in 47 Meters Down, ein Crawl, waren super gute Filme, aber ich freue mich immer wieder, wenn wieder was Hochwertiges rauskommt. Und da die jetzt Blackwater Abyss durch das hohe Produktionsdesign einfach auch dazu. Und nur weil man jetzt nicht viel sagt, ist er nicht automatisch für mich ein schlechter Film. Ich finde das eher dann so, dass ich sage, für mich hat das mehr so Suspense-Elemente, wenn da das Wasser so trüb ist und dann hängen sie wieder mit der Hüften im Wasser drin und du weißt nicht, was scheiße, das ist ja gerade so ein Drecklocker, irgendwo das Krokodil kann nicht weit sein und Ding. Ich hab das schon spannend gefunden. Ja, also mir geht's ja nicht darum, dass ich zwingend gesehen habe, dass mir nicht gefallen hat, sondern einfach das Gesamtpaket. Wie gesagt, er schaut schon hochwertig aus. Man kann ja sicherlich zu der hochwertigeren Riege an Tierhorror, der in letzter Zeit rausgekommen ist, dazu sein, aber er hat mir halt wirklich in keiner Sekunde irgendwie festpackt, dass ich sage, also für mich ist einfach keine Spannung aufgekommen. Die Figuren, die waren mir vollkommen wurscht und wenn sie alle gefressen worden wären, das hätte mich auch nicht interessiert. Der Schluss war für mich dann sowieso die Krönung, weil man denkt, ja, unbedingt hat's das jetzt noch braucht, oder? Was ist denn das jetzt für ein Scheißdreck? Das Einzige, was ich ihm zugute hält, ist dem anderen Deppen, den sie in den Ranz nicht bissen haben, weil das ist auch so ein Lungenspastiker wie ich mit dem Asperspray. Und es ist einer der wenigen Filme, der die Benutzung vom Asperspray mal richtig dargestellt hat, weil das kennen uns normal alle nicht, die Vollidioten. Haben so wie x Millionen Budget, aber sind dumm, das recherchieren, wie man Asperspray in die Kasperl geht. Das hält ihm zugute. Das hätte ich vielleicht bei die Top und Flops sagen sollen als Top. Hast du Chance gehabt. Ja, das stimmt schon. Es waren ein paar Sachen dabei, so, die wo im Foreshadowing mit dabei waren, dass eine schwanger ist, der mit seinem Asthma und Ding, wo du dann schon weißt, okay, das wird auf alle Fälle in dem Film nochmal definitiv eine Rolle spielen oder für Probleme sorgen. Und beim Ende gehe ich auf alle Fälle mit. Unbedingt. Ja, schaut das Beutel an, in dem Moment, wie sie sich auf den Beutel anschauen, weiß sie alles. Hey, da hab ich die auf Beutel schon verliebter angeschaut und keine von uns, die zwei Weiber, hat uns dann nachher eine Fähre nachgesagt. Was ist das für ein Bullshit? Weil wir die Fotos nie weitergegeben haben, nie. Das kann da sein. Nein, das war für mich, das hat mir halt dann auch noch einen Rest gegeben, weil dann am Schluss so habe ich mir gedacht, jetzt gibst du ihm nochmal die letzte halbe Stunde, gibst du ihm jetzt nochmal und schaust, jetzt hast du mal 20 Minuten weggeschaut und dann komme ich genau irgendwie da hin, wo sie gerade die Beutel anschaut und das eine sagt und dann weiß genau, was gespielt wird und ich denke mir gerade, oh Gott, warum schaue ich ja gerade jetzt wieder hin? Aber beim Ende gehe ich auf alle Fälle mit, also beim Ende, da habe ich auch meine Probleme gehabt. Das ist, wo du eigentlich meinst, okay, jetzt ist er gut und dann mit aller Gewalt nochmal was reindrücken. Ja. Das war dann auch für mich zu viel. Das hat mich dann auch gestört, muss ich sagen.
Und dann wird's auch kreislig, weil, ich sage mal, das Krokodil, die haben ja mal eine freie Aufnahme mit echten Krokodile gemacht, das hat alles cool ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen mit Puppen und so, aber das Krokodil hat nie künstlich ausgeschaut. Und dann kommt der Schluss. Und dann hau ich den billigen, mit der PlayStation 1 programmierten kreisligen Scheiß aus Alligator um die Ohren. Das hat ausgeschaut wie hingeschissen, wo es dann gesagt hat, hey, wir haben nur 4,80 € übrig, jetzt animieren wir uns nochmal schnell ein Krokodil ein. Ja, sowas Kreisliges, wenn der die Tussi dann noch mit packt. Und außerdem, was ist mit dir? Die steht einen Meter vor dem Riesenviech und trifft sie mit der Pistole. Ja. Was soll denn das? Ja. Das also an dem Ende, da passt überhaupt nichts mehr zusammen. Das ist so richtig, das hat's fast für mich zum Überlauf verbracht, weil da haben wir dann gedacht, genau jetzt schau ich wieder hier und dann macht's so einen Bullshit. Hättest du es halt einfach vor dem Ding gehen werden lassen im Film. Dann hätte ich gesagt, okay, versöhnlich passt, habe ich gesehen, hake ab, werde ich mir nie wieder anschauen, aber ist nicht so schlimm. Aber das Ende war für mich nochmal so eine Katastrophe, dass ich sage, hau mir bloß ab mit dem Mist. Okay. Ja, also er hat auf jeden Fall besser funktioniert mit dem klaustrophobischen Setting und mit dem Eingeschlossensein. Da hat es für mich auf jeden Fall auch besser funktioniert und auch die Tatsache, ich weiß nicht wirklich auch, was dann CGI war und was nicht. Da war halt das auch so angedeutet und auch im Dunkeln, dass du sagst, ja okay, nimm mir so hin, hat passt. Aber wie du schon sagst, wenn das dann draußen im Freier ist, dann sagst du, ja, stimmt schon, da sagst du dann zu viel des Schlechten. Genau, und außerdem, was ist dann eigentlich, das Krokodil kommt, beißt die Arme quer über den ganzen Körper rein und rumpelt ins Wasser damit und dann geht's raus und dann feiert die einfach nichts. Ja. Die hat keinen einzigen Greier am Oberkörper gehabt. Naja. Was jetzt Zahnlucker, die meinst, das kann, ja, auf das habe ich auch spekuliert. War schon wegen ein Edersviech, 10.000 ausgefallen, was weiß ich, oder am Auto vorher schon 10.000 bissen, keine Ahnung. Aber das war halt auch so, Apps, wo ich mir dann dachte, also irgendwie am Schluss ist einfach billig geworden. Also ob das jetzt die Optik von dem Krokodil war und die ganze Szenerie oder eben auch das, dass keine Wunden hinterlassen werden, wo es eigentlich meinst, wenn man so ein Riesenviech einmal quer über meinen heißen Körper beißen darf, das darf es wahrscheinlich sehen. Also am Schluss ist irgendwie einfach billig geworden, finde ich. Das hat noch mehr kaputt gemacht und hat mich dann hat mich der Film überhaupt nicht mehr irgendwie fangen können. Naja, verstehe ich. Da gehe ich auf alle Fälle mit. Aber wie gesagt, das davor, das lasse ich mal alles eingehen. Also bin jetzt da eigentlich positiv rausgegangen und ich muss sagen, es haben mich in letzter Zeit so viele Filme am Schluss enttäuscht, wo ich dann oft sage, okay, ich habe jetzt nicht die schlechte Kritik her, nur weil das Ende enttäuscht hat, weil da müsste ich in letzter Zeit so viele Filme absageln, aber in dem Fall war die Summe dann doch eher positiv bei mir. Bei dir ist immer alles positiv. Ja, weil das Glas bei mir immer halb voll ist. Ja, aber bei dem ist jetzt Glasl leer gewesen und oben gefallen. Oder vorher Pisse. Ja, genau. Dann habe ich es ausgespuckt, dann ist es runtergefallen, das Glasl hin, mich geschnitten beim Aufräumen, da ist einfach alles zusammengekommen. Okay, ja. Nein, wie gesagt, also ich bin raus bei dem. Okay, dann da die Song, gehen wir gleich weiter zu den Tops und Flops, oder? Ja. Was war jetzt dein Top und was dein Flop? Ja, nachdem ich ein Asthma selbst schon erzählt habe, weiß ich nicht, was ich nur als Top sagen soll. Ach, legt mir mal schon wiederhol mich. Ich find's toll, dass sie mal wieder jemanden da, richtig dargestellt haben beim Inhalieren oder beim Benutzen des Asthma-Inhalators. Das finde ich sehr toll, Daumen nach oben. Okay. Und mein Flop, da nenne ich halt das komplette Ende. Das ist für mich so dämlich, dass das so gemacht haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, gehe ich mit. Bei mir war das Positive, die ganze Klaustrophobie in dem Film. Also ich war sehr oft an The Descent erinnert. Jetzt nicht an wegen die Action-Szenen oder weil sie was kreiert hat, sondern an die ruhigen Passagen, wo dann auch mal gekrochen werden hat müssen oder irgendwo durchgetaucht, da kriege ich sowieso immer gleich die absolute Krise. Wenn einer irgendwo durch so ein schlammiges Loch durchtauchen muss in ein Loch, da kriege ich die Krise. Und das finde ich übrigens gut, dass ich da die Krise kriege und dass mich das so mitnimmt. Und da hat er bei mir auf alle Fälle punkten können. Und ich war sehr mit dabei und sehr gut unterhalten. Und bei negativ war absolut der Gebrauch der Schusswaffe. Also wenn ihr euch den Film dann anschaut, wenn du sagst, du hast jetzt die Chance, dass du aus der ganzen Scheiße rauskommst und hast wirklich die Chance, dass du eine Knarre in der Hand hast, dann nutzt das so, wie es genutzt wird, dann klangst du ans Hirn, dann sagst du, nein, hast einfach einen Tod verdient und fertig. Also das ist auf alle Fälle auch noch ein sehr großes Negativbeispiel. Genau. Ja, das ist wahr. Das ist, also, so den Scheißdreck wie vor allem diese Gnadennutzung, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja.
Auf jeden Fall. Wenn es nur mit den Fingern bis dahin geformt hätte und hätte Piu Piu gemacht, dann hätte es wahrscheinlich eher getroffen. Stimmt. Bei mir kriegt er bei einer Letterboxd-Wertung von 3 und bei dir? Ich hab keine Letterboxd. Ah, immer noch nicht. Was ist denn wieder? Ja, wir haben ja auch mit dem Scheiß. Okay. Keine Ahnung, Punktwertung fangen jetzt auf einmal an. Machen wir lieber unseren Triple Threat. Oh Gott, Triple Threat, okay. Dann machen wir unseren Triple Threat und zwar kann ich, sagt man tote Tiere? Ja. Okay. Sagt man, was ist denn das erste? Ich hab's vergessen. Titten, tote Tiere und Trompeten. Gut. Sagt man Titten? Na, Und sagt man Trompeten? auch nicht. Oh, Sapperlot. Da kann ja der Film nichts sein. Ja. Ja, eben, ich sag's ja die ganze Zeit schon, aber du musst ja bis zum Schluss rauszögern, bis du es kapierst. Ja, nächstes Mal frage ich die, wie ich ihn finden soll. Ja, da geht er übrigens ein Gruß am Floh aus. Ich frag mich einfach, wie es Zeug finden sollst, dann weißt du, ob's gut ist oder schlecht auf. Jetzt drückt er gerade sein Handy in dem Moment. Oder er isst so wie ein Kind. Einfach abbissen. Na, auf alle Fälle, schön, dass ihr wieder zugehört habt bei uns, bei unserem kleinen Erguss über Blackwater Abyss. Ihr müsst selber entscheiden, ob euch das Teil taugt oder nicht. Anschauen muss man einmal auf jeden Fall da die Song. Und wie immer, herzt uns, liked uns, teilt uns, schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei und gebt uns positive iTunes-Rezessionen. Genau, und wenn wir schon bei Krokodile sind, dann kauft euch echte Krokodilslederschuhe mit unserem Logo eingestickt. Ah, jetzt wird uns Peter ordentlich die Eier rasieren, oder? Ja, wahrscheinlich. Haben wir schon durch. Ja, aber ich nimm's auf mich. Okay. Und ansonsten, wie es der Mike gesagt hat, liken, teilen, kommentieren, geil finden, abhauen mit 1-Sterne-Bewertungen. Nochmal vielen Dank für den Screener. Ja, definitiv. Und bis zum nächsten Mal. Bussi. Genau. Bussi zurück. Servus. Der war nicht für die war für unsere Hörer. Ach so, na gut, schade. Du kriegst einen echten das nächste Mal. Mit Ehre. Macht es gut, ciao.